Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Dann schauen wir mal, hört man jetzt etwas? Wie schaut es jetzt da aus? Bitte Daumen hoch, und, wenn ich mir Herz. Profi-Podcast. Kennst du mir alle am Arsch lecken? Sehr schön. Sag mal ein Beitel? Scheinbar ja. Ich sehe Daumen hoch, ich sehe Herzchen, ich sehe Penisse oben. Das ist sehr toll. Das ist ja toll. Da fangen wir einfach nochmal an. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Ich habe gesagt, ich bin nach 4 Tagen Hardline wieder zurück. Deswegen gab es jetzt auch einen Kassettenschmerz erst heute am Mittwoch und nicht schon am Dienstag, weil ich habe einfach nur einen Tag Regeneration braucht. Aber schau her, die anderen schaffen es gar nicht. Die liegen immer nur daheim und werden bemuttert. Jetzt gibt es erstmal nur mal das Intro, den Ton. Das ist mir scheißegal. Die ganze Geschichte. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. So. Sieg und Hör, das ist schön. Wen haben wir jetzt eigentlich alles da? Wer ist da? Dragoncry, Habertere, der Blankmichis, Habertere. Wie wir sagen, Fuchse, Batman, wie immer schön und die Krawallmauslichkeit. Das ist ja zauberhaft, Gleich mal vorweg, diesen Freitag nach des guten Geschmacks im Cineplex Erding, Neufahrens, Felsbiburg und Waldkraiburg mit Donnie Darko. Vorhanden bin ich, beziehungsweise anwesend, und zwar im Cineplex Vilsbiburg. Ganz allein, ich muss sogar in die Nacht des guten Geschmacks jetzt gehen. Sagt mal, was ich da für eine Leistung erbringe für euch. Dann hinten nachher noch ein herzliches Glückwunsch zum Geburtstag an unseren Hörer, den Kurbi. Der hatte vor kurzem. Und da wollen wir natürlich gratulieren. Singen der wir nicht. Because we cannot sing. Und was ich nur notieren dürft, da muss ich jetzt kurz spicken. Es gibt nämlich wieder zweimal die Sneak des guten Geschmacks in den bereits genannten Kinos. Und zwar am Un momento, por favor. 25.04. und am 2.05. ist jeweils eine Sneak des guten Geschmacks. Und ich glaube, die werden geil, die 2 Sneaks. Also da sollte man anwesend sein, weil das sind Filme, die, glaube ich, machen Spaß. Und die passen noch gut ins Programm zu der Nacht des guten Geschmacks. Das trinken wir mal. Ich halte da den Market zu, sonst schimpft der Korbi wieder, dass wir Schleichwerbung machen.
Ja, schön, Hair Dragon Pride. Ist ja schön, wenn du noch kommen darfst. Da bin ich ganz allein. Der Guide Boy ist dabei, ist auch dabei. Ich bin zumindest ganz allein vorne bei der Anmoderation. Das ist ja eine Frechheit, aber gut. Was soll ich mal? Donny falle leider aus. Nix bin ich aber dabei im Filmspielbuch. Brav. Bei den Sneaks können wir noch nicht sagen, in welchem Kino wir sind. Aber so wollt man das wissen, gehen wir das Bekannte. Sagt es ja in der Regel auch immer an die Stories, die wir posten, von welchem Cineplex, dass wir es posten. Dann noch ein riesiges Dankeschön an den Michi. Den haben wir jetzt persönlich kennengelernt im Hardline und er hat gleich mal Pokémons mitgenommen. Pokémons oder Pokemons, wie man so schön sagt. Nämlich Paradox Rift. Da ich sagen, könnt ihr euch wieder aussuchen, was wir davon heute öffnen. Mitte, links oder rechts. Schreibt es ein bisschen in die Kommentare und dann werden wir auf alle Fälle noch hier wieder fett Pokémons unboxen. Ja, das war es eigentlich schon mal mit wichtigen Themen und Mitte, sagt er schon mal. Ja, wir sind gehalten, das war praktisch der da. Ich lege das jetzt mal so für mich hin und hoffe, ich habe es richtig hingelegt und dann schauen wir mal. Das kennt Sie anscheinend, sagt er Michi. Ja, ich übergebe das immer schön an die Menge an Zuschauern. Jetzt fangen wir heute mal an mit einem Schwung Casting-Neuigkeiten, denn da gibt es so einige. Diese Woche sind Leute sauber angestellt worden. Unter anderem nämlich für den nächsten Godzilla und Kong-Film, der Sam Neill. Den brauchst du natürlich in so einem Film, weil er hat es ja schon mit Dinosaurier mehrmals aufgenommen, also ist er sicher nicht schlecht gegen riesengroße Monsters. Sam Neill geht immer, man kennt ihn, wer jetzt diese Dinosaurier-Anspielung nicht verstanden hat, man kennt ihn aus Jurassic Park 1, 3 und Jurassic World 3. Da kotzt du vielleicht ein bisschen. Dann haben wir, es kommt ja ein Reboot zu Silent Night, Deadly Night. Da gibt es auch die ersten Casting-Ankündigungen, nämlich die Ruby Modine, die kommt aus Shameless und aus Happy Death Day. Und den Rohan Campbell, den kennt man als Michael Myers, der Love Affair in Halloween Ends oder zuletzt jetzt in The Monkey. Er soll auch den Billy spielen aus dem Original. Da bin ich gespannt, ich habe nicht wieder richtig Bock auf einen richtig schönen, fetten Weihnachts-Slasher. Die sind immer cool. Merlin hat er auch mitgemacht. Hä? Merlin? What are you talking? I do not understand. Jetzt haben wir benannt. Für Flanagan sei Stephen King-Verfilmung von Carrie ist jetzt die Summer Age Howell im Gespräch. Powell, keine Ahnung. Man kennt sie aus Hunter x Hunter oder man kennt sie eben nicht, weil diese Filme, die ich jetzt gesehen habe, alle ziemlich unbekannt waren. Zumindest für mich. Dann haben wir noch weitere Casting-News, nämlich den Robert Pattinson. Ich glaube, ich muss Ihnen sagen, dass man den kennt. Unser aller Lieblingsfilmreihe, nämlich Twilight. Da war da unser Edward. Ist im Gespräch für eine Bösewichtenrolle in Dune 3. Ja, ich sage ja, Flanagan, gib alles, was du irgendwie jemals machen möchtest. Sofort her damit. Dune 3, Robert Pattinson, habe ich Bock drauf. Gibt ja auch schon die ersten Gerüchte, dass eventuell so Matt Reeves The Batman 2 eingestellt werden soll. Ich hoffe mal ganz, ganz, ganz stark, dass das nicht passieren wird, weil dann bin ich stinke sauer. Was ist schon jetzt? Na, hier haben wir noch ein paar Bekanntgaben zu der Harry Potter Serie, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 offiziell angekündigte Schauspieler und ihre Rollen. Einmal die Janet McTeer als Minerva McGonagall und ich setze sie legen riesigen Wert auf Repräsentation, denn nur Schauspieler, die auch wirklich das verkörpern, was die Rolle hergibt, werden dafür gecastet. In diesem Fall haben wir im Namen der Schauspielerin McTeer für die McGonagall und da bin ich schon sehr erleichtert, dass das so strikt durchgezogen wird. Dann haben wir den Nick Frost als Rubeus Hagrid. Mal schauen, ob er wieder an den Film Hagrid rankommt, weil ja, der Film Hagrid ist schon ein ganz liebes Püppchen gewesen. Den hat man doch geliebt. John Lithgow als Albus Dumbledore, das wissen wir schon, wollte aber gleich nochmal mitmachen, der Vollständigkeitshalber. Dann Papa Essida, den kann ich leider nicht richtig aussprechen, den Namen, ich weiß es nicht, ist unser Severus Snape. Da sehe ich schon wieder einige auf den Barrikaden stehen und sie aufregen und ich hoffe, dass die Barrikaden mit diesen Leuten zusammenbrechen. Luke Sallen als Dr. Quirrell oder Professor Quirrell und Paul Whitehouse als Filch.
Das sind unsere offiziellen Ankündigungen zu der Harry Potter Serie. Robbie Coltrane war auch super. Jetzt muss ich die ganze Zeit hin und her springen, weil mir hier dieses Schweins-YouTube bei Beutel nicht sagt. War auch super. Ja, und dem ist so true. Ist heiß hier drin, muss Sommer sein. Es ist definitiv heiß bei mir, ich schwitze schon wieder wie eine Nutte in der Kirche. Aussagen machen. Der zweite Riesenblock, der dieses Mal ansteht, ist sind Neuankündigungen zu Filme, Serien, Verlängerungen zu Serien. Apropos Serien, wir haben schon reingeschaut in die erste Folge The Last of Us. Ich bin schon wieder voll begeistert gewesen. Aber mit Ellie schon wieder angekotzt. War aber auch, ich habe den zweiten Teil gespielt und wer den zweiten Teil gespielt hat, weiß er, warum es so ist. Beziehungsweise dass im Spiel auch so war, da hat es mir am Anfang auch genervt. Aber es zieht dieses Unwetter auf und ich hab sowas von keinen Bock, dass ich das nochmal sehe. Huber Chris, habe ich die Ehre. Oh, Fuchs schreibt, Harry Potter, selbe Krampf, ich sehe schon Krawallmaus, wie sie Boxhandschuhe anzieht oder eher sie ein bisschen Papier um die Hände wickelt, weil das, glaube ich, schreit eher nach einem Bärnackelfight. Wie kannst du so über Harry Potter reden, du Schwein? Es wird aber halt einfach die Bücher nochmal, gerade halt jetzt nicht ausführlicher, ich glaube pro Staffel dann, oder pro Buch wahrscheinlich eine Staffel. Wenn es die MMOs nicht, ganz was Terry Crews spielen. Er ist sauber zu groß für Termine. Fand die erste Folge Hammer. Ja, das haben wir auch gedacht. Ich hätte schon irgendwie Bock drauf gehabt, in The Last of Us die Abby wirklich voll durchtrainiert zum Singen. War cool gewesen, aber ja, er wird wahrscheinlich auch nicht jede Bock drauf haben, dass da mit dem Stirnackenkommando umeinander fahren muss. Naja, mal gucken. Ich würde es ja auch cool finden, wenn sie das nicht durchziehen von vom Teil 2, weißt du schon, wie heißt das, The Last of Us, und wir dieses schlimme Ereignis nicht noch mehr erleben müssen. Das war mir selbst, wo ich sage, ja bitte, nehmt euch die künstlerische Freiheit des Wolz und das bitte nicht, schickt uns nicht nur mehr durch diese Hölle. Es war so schön, ich war so dankbar drum. Aber ich glaube, das wird uns trotzdem blühen. Und noch, ob sie genau heute Staffelfinale von Daredevil Born Again, um es mit englischen Worten zu sagen, Jaw-Dropping. Und das passt wirklich sehr gut. Wer schon gesehen hat, wird wissen, warum. Ich bin schon sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet, denn es war jetzt eigentlich so durch einen Satz vom Daredevil in meinen Augen der Door-Opener gewesen für die Defenders, die restliche Gang aus dem Netflix-Universum rinne zu holen. Und wie geil dumm, es gibt eine Post-Credit-Scene, beziehungsweise Mid-Credit-Scene in dieser Folge, in diesem Finale. Wie geil dumm ist eigentlich der Typ, der beim Punisher da dabei ist. Wahnsinn. Aber ja, ist okay. Sind jetzt alle Folgen draußen bei The Last of Us und dann muss man wieder warten. Da muss man warten, du Kretin. Es wird euch so schlimm. Ja, das ist wahr. Puh, über kann man Shapeman diskutieren. Mit dem Corby kannst du diskutieren, der ist ein Ahnungsloser. Wo sein Corby auf alle Fälle gefreut ist, dass die dritte Staffel Interview mit einem Vampir offiziell für 2026 angekündigt ist, da er gern zu erotischen Vampirfilmen die Boa wirkt. Dann hat Warner Brothers jetzt offiziell angekündigt, einen dritten Teil von Gremlins rauszuballern. Ist ja schon seit Jahrzehnten im Gespräch, aber jetzt ist es ja immer präziser geworden und jetzt ist es offiziell, genauso wie Goonies eine Fortsetzung kriegen soll und auch Beetlejuice einen dritten Teil kriegt. Beetlejuice dann. Ich hoffe, das ziehst du durch, das war cool. Was auch einen dritten Teil kriegt, ist Angry Birds. Ich fand, der soll 2027 kommen. Ja, waren nette Filme, da ich sagen. Nett. Die werden dann genauso wie Kung Fu Panda 4 und ich einfach unverbesserlich 4, werden die einfach mal bei dem Prime Deal für €1 oder irgendwann umsonst geschaut werden. Fürs Kino ist das nichts. So, ich habe alle im Kino gesehen, die haben schon mal gefallen, hat mir halt keiner. Wieso schaut man alle im Kino, wenn kein einziger gefällt? Spätestens nach Teil 4 hätte ich doch schon aufgehört bei 8 Filmen. Aber ja, ist dein Geld, war in einem Steady-Abo viel sinnvoller investiert gewesen. Denen schmeißt es nach, obwohl es da gar nicht gefällt. Und uns gibt es das nicht. Hoffentlich hast du kein Steady-Abo, nicht, dass ich die umsonst jetzt nicht aufweg.
Ja, weil er es gerade schreibt, da, Dragon Cry, es ist im Gespräch, dass der Ryan Gosling angeblich ein Killer Clowns from Outer Space Sequel, Fortsetzung, Legacy Sequel, Prequel, ich weiß es nicht, produzieren möchte. Und das war geil, weil ich finde Killer Clowns from Outer Space finde ich obergeil, macht Spaß und das ist im modernen Gewand und vielleicht dann auch ein bisschen wilder für ein erwachseneres Publikum. Count me in, you son of Ryan Gosling. Weil wir gerade bei Last of Us waren, ist übrigens auch schon Staffel 3 angekündigt. Staffel 3 kriegen wir sofort hergeschissen, aber wie schaut's aus mit Teil 3 zum Zocken? Wird Neil Druckmann, glaube ich, so kurz interviewt und hat gesagt, don't bet on it. Werden Sie schon sehen? Ja, es ist kreislig, das Wasser. So fast so wie das Litwinengesöff, das der Sepp hier gesauft. Enola Holmes 3 hat Drehbeginn gehabt. Werden wir also wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres auf Netflix zu sehen kriegen. Habe ich bisher noch keinen einzigen Teil gesehen. Mal schauen, ob ich die noch nachhole. Das sind so Filme, die zwingen mich überhaupt nicht. Und ich kann auch die gute Dame, unsere Elfie, wie heißt es gleich wieder, weiß ich im Namen schon wieder nochmal, einfach in keinem anderen Film anschauen. Oder in einer anderen Serie. Die mag ich nur bei Stranger Things und ansonsten nervt mich die, ehrlich gesagt. Hab gerade Disney Plus kündigt, vielleicht kriegt es die Spartikohle. Ja, bitte! Na bitte, her damit. Du hättest aber eigentlich noch warten müssen bis Ende April, weil jetzt kommt ja dann noch Staffel 2 von Andor und Andor ist schon, Andor muss man schon fast gesehen haben. Wer ist das? Hey, geschissen einer, ich uchs mir weg. Okay. Okay, Millie Bobby Brown, genau so ist die Nudel. Habe ich schon ganz vergessen, habe ich schon ganz vergessen. Wir waren bei dritte Teile, denn auch Alles steht Kopf 3 ist im Gespräch. Zumindest ist vor Jürgen Schweinslöffel sowieso Produzenten auf einem Interview durchgerutscht, dass er gehört hat, dass sie darüber gerade reden. Jetzt wieder ein Remake, das angekündigt worden ist, dass an Corby wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass das gemacht wird, nämlich Bodyguard. Bodyguard mit der Whitney Houston damals und Kevin Costner, einer vom Corby seine Evergreens, die er mindestens einmal im Quartal schaut, hat er gesagt, aber nicht mit seiner Frau, sondern allein, kriegt ein Remake. Unfassbar. Unfassbar. Bis 22.06. läuft es noch. Gut gemacht, Fuchse, alles richtig gemacht. Dann können wir praktisch ab 1.07. mit einem Steady-Abo rechnen. Ich hoffe mindestens Stufe 2, denn ich darf dir wirklich von Herzen vergunnen, dass du unsere Steady-inklusiven Folgen hören darfst. Die sind nämlich Minecraft 2. Wer hätte es erwartet? Ein Minecraft-Movie kriegt natürlich eine Fortsetzung, ist ja jetzt, glaube ich, schon bei über einer halben Milliarde und steuert schnurstracks darauf zu, die erfolgreichste Spieleverfilmung aller Zeiten zu werden. Was ich sehr schade finde, wenn sie einen Mario Brothers Film vom Thron stoßen. Ansonsten, okay, ich habe nichts gesehen, ich kann nicht darüber urteilen. Ich habe das Spiel nicht gespielt, darum keine Meinungsmache hier von mir, außer Herz auf ins Kino zum gehen, wenn es darum geht, dass Mario Brothers, der Super Mario Brothers Film vom Thron gestoßen wird. Never Raven, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast das Hardline und den Jungsteinabschied so weit verdaut und verarbeitet und bist wieder fit. Scheinbar nicht fit, nur dass du pünktlich hier bist. Und wer nicht pünktlich ist, weiß doch eigentlich, dass das pro Minute zu spät kommen Strafzölle kostet. Strafzölle, Leute. Krawallmaus, ich habe irgendwie nie geschaut, kriegt mich gerade nicht so irgendwie. Was haben wir denn? Ich bin schon wieder überhaupt nicht mehr am Laufen. Was ist da eigentlich labert da drin im Chat? Naja. Ja, Videospiel noch Tetris, erfolgreichstes Videospiel noch Tetris. Das ist heute immer ein bisschen so, das Tetris mehr da die ausklammern, weil das sind, glaube ich, in diese Zählung sind ja alle Versionen, die seit dem Gameboy damals rausgekommen sind, mit eingerechnet. Und das ist einfach schlichtweg unfair. Drum sagen wir einfach, Minecraft ist das erfolgreichste, wenn es um die Rechnung da geht, die nicht ganz so beschissen ist wie die von Tetris. Übrigens, I Am Legend ist ja immer noch im Gespräch. Jetzt gibt es genau das, nämlich, dass ja auch der Michael B. Jordan, glaube ich, heißt der Schauspieler Sepp, mit dabei ist und es ein Prequel werden soll. Es war nämlich jetzt erst im Gespräch, ein Sequel zu machen, das auf dem alternativen Ende aufbaut.
Und jetzt hat man sich aber dazu entschieden, ein Prequel zu machen. Genauere Story-Details waren zumindest in meiner Bloody Disgusting-Quelle, die ich zur Rate gezogen habe, noch nicht vorhanden. Aber ich denke, wenn es da jetzt richtig vorangeht, dann werden sie schon mehr Infos noch rausballern, wohin die Reise geht. Da ist Xaris Sauschwaf schon wieder, Habardere. Langsam aber sicher geht es wieder beim Neverraven, das ist schön. Wahrscheinlich eher langsam, da ich sagen, weil so wie du ausgeschaut hast an dem Jungsenabschied. Ja, holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Wird's geheißen, schwarzen Koi. Und ich schaue noch und sage, ja, aber schauen nimmer so, wie du schon schirgelst. Eventuell machen wir eine Folge zu Saints and Sinners. Das Ganze davon abhängig, ob irgendeiner von den Schweinelöffel mit mir ins Kino geht oder nicht. Und das ist immer ein bisschen eine fragliche Sache. Aber ich hätte vor, dass ich ihn auf alle Fälle anschaue, weil er kriegt ja schon sehr gute Stimmen. Und Trailer gefällt mir auch. Letzte Ankündigung, die jetzt am 15. Mai auf Netflix anlaufen wird. Love, Death and Robots kriegt seine 4. Staffel released. Jetzt geht mir Stiftnummer. Was ist das wieder für ein Schweinestift? Blood, Beer und Barbecue 23 Stift. 23? Warum habe ich keinen von 24 gekriegt? Darfst du dich wundern, dass das Scheißding nicht mehr geht. Naja. Das war es tatsächlich schon mit den Neuigkeiten. Es waren nur komische, reinrassige Casting- und Ankündigungsneuigkeiten. Ja, was schon so Filmankündigungsneuigkeiten. Ihr müsst weiterhin noch abstimmen. Wir gehen jetzt nämlich gleich über zu den Kinostarts der Woche. Dann geht es weiter zu den Streaming-Charts der Woche. Und dann geht es zum Unboxing. Bisher ist ein Stapel in der Mitte vorne mit einer Stimme. Der Jojo ist jetzt auch mit da. Jojo, du bist auch sauber spät, Strafzölle pro Minute. Du rechnest das da zusammen und dann möchte ich hier endlich mal eine fette Summe aufblinken singen. Was der Kämer, sagt der Neverraven, ja, ich hab mit mir selber zum Kämpfer gehabt in diesem Festel. Was haben wir denn in den Streaming-Charts? Die Streaming-Charts, Streaming Originals Television vom 4. April bis zum 10. April. Auf Platz 10, ein $1 Million Secret auf Netflix, erste Staffel, kenne ich nicht. Dann haben wir Platz 9, Adolescence, glaube ich, spricht man. Ich glaube, mittlerweile haben wir es fast raus. Die erste Staffel auf Netflix. Platz 8, The Pit. Erste Staffel auf Max. Dann Platz 7, Gone Girls, The Long Island Serial Killer. Erste Staffel auf Netflix. 6. Platz ist The Bondsman. Die erste Staffel auf Prime Video. 5. Platz The Residence. Die erste Staffel auf Netflix. Dann haben wir jetzt Mobland auf Platz 4. Paramount Plus, erste Staffel. Und jetzt die Top 3. Es wird spannend. Trommelwirbel. Love on the Spectrum US. Die 3. Staffel auf Netflix ist der 3. Platz. Dann haben wir wieder Netflix, die erste Staffel von Pulse. Und dann auf Platz 1 ist 1923, die 2. Staffel. Schaubar auf Paramount Plus. Was haben wir denn für Filme? Da schaue ich mal noch kurz drüber. Vielleicht ist irgendwas Interessantes dabei. Aber es ist nur Scheiße. Ja. Schon wieder kein Daredevil. Also, ich weiß nicht, was los ist mit den Leuten. Aber nächste Woche bin ich mir ziemlich sicher, dass man mindestens The Last of Us drinnen sein soll, denn die Premiere, die Staffelpremiere, die meine hat ja auf alle Fälle auch die Staffelpremiere der vorherigen Staffel um einiges getoppt. Darum können wir davon ausgehen, dass es nächste Woche dann soweit ist. Ich mag nächstes Mal wieder Fahrer dafür. Hau ab mit deinem Fahrer. Ich brauche bares Geld, dass ich überhaupt irgendwo hinfahren kann. Es wird Zeit der Neverraven. Bondsman kann ich schon empfehlen. Da hat sogar die Frau mitgeschaut, weil es nicht gruselig, sondern nur brutal und lustig ist. So? Brutal und lustig muss sein. Völlig geisteskrank bei euch daheim. So, dann gehen wir mal rüber zu den Kinostarts. Davor trinke ich nochmal. Köstliches, ekelhaftes, fast so widerlich wie Litwinenwasser. Sehr schön. Kinostarts der Woche. Morgen ab dem 17. April. Der vorher vom Fuchse schon erwähnte Blood and Sinners von Ryan Coogler mit Michael B. Jordan und der Haley Steinfeld. Dann, der mich sogar noch mehr interessiert, ist der Warfare. Er ist ja geschrieben von Alex Garland und hat anscheinend auch ein bisschen mit Regie geführt. Dann haben wir noch Drop, Tödliches State. Der kann auch interessant sein.
Oslo Stories, Liebe, was Marielle weiß, Hochstapler und Ponys, das ist was für ein Korbi. Neil Young, Coastal, dann Xoftex, Drama, Horror. Aha. Ernest Cole, Lost and Found und Kesari, Chapter 2, The Untold Story of Jaljanwala Bach. Kenne ich. Also die Woche haben wir auf alle Fälle 3 Filme, die mich absolut interessieren und dann dieser Xoftex als Nummer 4, der mich dezent interessiert. Aber der Kerl hat eigentlich ins Kino gegangen. Gut, dass jetzt seit 4 Tagen lang frei ist, vor lauter Ostern und Eier. Da kann man dann einen. Das Wasser schaut mir nach Frankenbrunnen an. Ich darf keine Namen sagen, weil der Korbi immer schimpft, dass wir mir dann Schleichwerbung machen. Und da wir ja eine Reichweite von 48 Milliarden Zuhörern minütlich haben, ist das ganz schlimm, weil dann alle gerade noch das kaufen, was wir da sagen. Ich fange jetzt mal um im Unboxing, nämlich hier kann man sehen, Paradox Rift. Nochmal ein riesiges Danke, eine Kartoffel, dafür wirst du potatoed an den Michael, der uns die 3 Booster Packs hier zur Verfügung gestellt hat, damit ich vielleicht endlich stinkereich wäre beim Unboxen von Karten, zu denen ich keine Ahnung habe, durch welche Karte ich stinkereich werden könnte. Morgen wieder Burnout saufen. Was ist denn für ein Burnout? Was laberst du? Ich saufe überhaupt nichts das kommende Wochenende, das ist schon mal amtlich. Ich muss mich jetzt erst einmal regenerieren vom Hardline. Das waren jetzt 4 harte Tage. Aber wie gesagt, es heißt ja Hardline und nicht Weichlein. So, open up the cards. Ich hoffe auch, dass was Gescheites drin ist. Für die hoffe ich das. Wir haben hier ein Voltula. Das kann eine krasse Elektrokugel. Piu, piu, piu. Schweinekarten. Schweine, wie heißt das? Kamera. Los, Fokus. Leg mir in den Arsch. Fokussier jetzt. Leg mich. Dann haben wir ein Mantirps. Es macht eine treibende Heilung. Das ist cute. Einen Vegimac, Familienruf und dann gibt es, wie von mir, die Ekelsamen. Gerade bei mir schreibt man sie mit K. Ein Minon macht einen Kumpelpuls und einen Geschwindigkeitsball. Piu, piu. Professor Antiquas Vitalität, da steht schon wieder Vergangenheit dabei. Ah Gott, ich verliere alles. Vergangenheit steht dabei und ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Ich verliere schon wieder alles. So, jetzt hau ab, bevor ich nicht alles sage, da kreuzt sie fix. Nigiragi, Aquacanare und Überlebensstrategie. Das ist eigentlich eine gute Überlebensstrategie, einfach Leid spucken. Man sollte es sich merken, Pokémon-Karten verteilen die Lebensweisheiten, Überlebensstrategie, einfach Leid spucken. Ein Heraschei, zusätzliches Runterschlucken. Ha, das müssen es bei mir auch machen. Ich bin so lustig. Und Hydroblatscha. Jetzt haben wir noch einen Reislaus und jetzt endlich fangen so zum Schillern. Schaut's. Schiller, Schiller, Schiller. Reislaus kann heimtückischer Happen und Ramme. Flummel, es schillert weiter. Runterdrücken. Runterdrücken. Wie beim Partner, der nicht von selber nach unten geht. Dinglu, Sandbringer und arroganter Einschlag. Kenn ich nicht. Aber Schiller, Schiller, Schiller. Vielleicht ist ein Shiny X dabei. Bisher nicht. Wir haben nur noch eine Energiekarte für Strom. Aber wir machen doch einfach nur eine auf. Wir haben ja Zeit, Leute. Wir haben ja heute wieder mal Zeit. Also machen wir doch nur mal eine auf. Was haben wir denn noch für ein Cover? Das schaut gut aus. Ah, das Same. Der schaut verrückt aus, den da meine ich. Den haben wir uns noch, den gönnen wir uns hier noch. Sind Shiny X-Karten die wertvollen Karten oder wie Dragon Cry? Ruckzuck aufgebracht. Da schaut's her. Kastratur mit Stachelstich. Ich merke immer nur, dass das Kastratur heißt. Biss macht das Kaumerlatt. Dann haben wir wieder Sodamac mit Familienruf und Aquavelle. Ist anscheinend eine Verwandtschaft von dem Vegimac. Vegimac. Elizeba macht einen Rückwärtskick und dann noch einen Stromstoß in die Fresse. So wie es geht. Klippe, tobende Scheren und Kochdruck. Tobende Schere.
Was sagt er? Ich denke schon, zumindest schimmern die am meisten. Ah Gott! Warum werden die ganze Zeit die Karten verlieren? Schlurm, Schlagen und Ziehen und einen stürmischen Endspurt, das hört sich allgemein an nach kurz vorm Finale beim Coitus. Das ist allgemein so Coitus-Karten. Das ist der Schlurm, wissen wir sofort, was es darstellt. Schlagen und Ziehen im gegenseitigen Einverständnis absolut okay. Und dann geht's ab zum stürmischen Endspurt. Pokémon-Karten FSK 18, sage ich ab sofort. Absol, bewusstes Ziehen und verstärkte Klinge. Cooles Artwork, würde ich sagen. Wenn Kamera einigermaßen scharf ist, dann könnt ihr es vielleicht bestätigen. Polygon, Datenverlagerung, schaut, das glitzert auch wieder. Das ist ja wieder. Ui, 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 ui. Dann haben wir ein Gelatini, den des Fröstels. Wie sollte es auch anders sein? Es ist ja schließlich eine Kugel Eis. Ui, ui, ui. Und jetzt da, schaut her, jetzt haben wir schon ein Shiny Skelocroc X, entfachendes Lied und glänzender Brand. Das wäre nicht mindestens 18.000 Euro wert, das ist ein Rastierhaus. Und Basisenergie. Ja. Ich google das dann noch einmal, ob da irgendwas dabei ist, das mir jetzt zum Milliardär macht oder Millionär. Ich glaube es aber nicht. Ich habe auch noch eine Überraschung für euch dabei, nämlich eine One Piece Karten Box, nämlich OP10 haben wir jetzt gekriegt. Die machen wir jetzt auch noch miteinander auf. Hauptsache, dass man da ganz, ganz viel Geld für Karten ausgibt. Aber wenn die Leute weiterhin so brav sind wie der Michael und Steady-Abos machen und Karten spendieren, dann ist das alles viel öfter machbar. Also Fuchse, wen haben wir hier? Rock. Rock, Gewehr, ohne Gesicht. Dann haben wir Bellamy, Mr. Sprungfederfuß. Hier haben wir Hairudin, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Das ist zu lange her, dass ich den Kretin gesehen habe. Frankie, super. Und den Brook, den mengen wir. Dann noch den Sei. Und die Little Black Bears, ein Event. Roronoa haben wir auch dabei. Sehr schön. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich den habe. Ich weiß aber nicht, ob es in die OP8 einen Zoro gegeben hat. Dann die Koala. Bierspenden geht doch auch prinzipiell so, aber das kann ich nicht hier im Livestream für alle machen. Aber ich sage natürlich nicht nein. Giola. Oh, jetzt hat hier den Mihawk und das auch in Glitzer. Shiny, Schiller, Glitzer. Und hier nochmal einen Windsmoke Sanji in Glitzer, Shiny und Gangster. So, jetzt haben wir hier wieder 3 Karten unboxed. Die großen Casting-Ankündigungen rauskaut, die fetten Neuankündigungen an Filme rausballert. Habe ich gesagt, Freitag, Nacht des guten Geschmacks mit Donnie Darko, dann am 25.04. und am 2.05. Sneak des guten Geschmacks jemals, wo wir und wer von uns da mit vor Ort sein wird, werden wir eigentlich nur sagen. Und wann die nächste Sneak im Mai ist, sagen wir euch auch noch. Was haben wir noch gehabt für Infos, für tolle? Ich glaube, das war's eigentlich. Das war's. Dann war es damit auch mit dem Kassettenschmerz, täte ich sagen. Ich sage danke an alle, die zugehört haben. Danke an meine Technik, dass sie am Anfang gespackt hat. Und geht's auf Steady, macht's Abos, abonniert uns überall, teilt die Sachen. Teilen ist ganz wichtig. Ihr müsst ja das in eurer Community ausbringen, wie cool ihr seid, weil ihr so einen tollen Podcast hört. Also verteilt es in eurem WhatsApp-Status, in eurem Instagram-Status, bei Threads, bei Social Truth und was weiß ich noch, überall. Haut's alles raus. Der Dragon Cry, dafür gibt's wieder eine Potato. Vielen Dank. I love you. Übrigens, genau, das kann man ja noch einschmeißen. Durch das, dass wir das letzte Mal Trailer angeschaut haben, ist die Monetarisierung eigentlich rausgefallen. Heißt, auch die Spenden sind einkassiert worden. Da hat mich interessieren, Dragon Cry, hast du die Spenden wieder zurückgekriegt oder sagt YouTube, die kennen jetzt uns? Das war nämlich ganz interessant. Und ansonsten danke, dass ihr dabei wart, wie Potato You, Küsschen auf die Nüsschens und Brüstchens. Und dann sehen wir uns auf alle Fälle. Morgen jetzt ist wieder was für uns. Es gibt noch mal ein weiteres Interview aus dem Hotline und sehen wir uns nächste Woche wahrscheinlich wieder am Dienstag. Macht's es gut.
bleibt sexy und auf Wiederschauen.